Wir sind in ons Thema von Jesus allein. Ich weiß nicht, ob Sie das weten, aber in unserer Bibel haben wir eine ganze Reihe von sehr interessanten Geschichten. Mir interessieren da einmal ein von den tollsten, was Gott selbst vertelt. Und so Gott vertelt eine Geschichte in der Bibel und sagt, du wie ein Mann. Und der ging im Wald an. Und dann hakt sich da einen Baum auf. Und so schlappt den Baum nach Haus. Von den halben Baum merkt sich Brennholz zum Tacitus merken. Meine Bibel redet nicht von Tacitus, das ist meine Auslegung. Aber zum Eten merken. Der andere Halb, der hakt sich trage zu Gott. Und dann fällt er vor den Hand und sagt, halt mich. Und was Gott fragt ist, wo de Watch ist dort. Some von Ihnen wundern vielleicht, wieso reden wir so lang von Gesetzen und von nicht mehr unserem Gesetzen? Weißt ihr, was wir tun, wenn wir Seswem aus Jesus nehmen, als unser Leiser? Dann gehen wir in den Wald an und dann haken wir uns einen Baum auf. Und dann schneiden wir uns einen Gottreich und dann folgen wir für den Duel und dann sagen wir, halt mich. Das ist das selbste Ding. Und so, wir haben nicht in Gott in uns Haus, ich glaube uns nicht, dass ihr habt, irgendwo, wo ihr in die Hand knallen, aber wir tun das selbste Ding. Und wenn ihr in der Bibel habt, merkt ihr oben in Epheser Kapitel 5, Paulus hat hier in Epheserbrief voll sehr klar gemerkt, dass Jesus allein ist unser Erlöser. Und wenn wir bei Jesus irgendwas tun, dann do wir uns selbst und Gott merken. Dann darfst du die selbst zu Gott merken. Und du nimmst seine Arbeit und du bist dein einer Radar. Und eine Ursache, wo wir so sehr kämpfen in uns Leben, vielmal ist, wenn wir haben uns selbst abgestellt als unser Erlöser. Und dann haben wir all unsere Probleme und wir wissen nicht, wo wir damit handeln sollen und so weiter. Und so wir haben verschiedene Themen Stärken all hier, das ist nur die erste Botschaft. Wir haben nach nächsten Sonntag, weil wir das aufschließen. Wenn ihr die anderen Botschaften wollen horchen, die können dann abgehen oder die können eine CD mitnehmen, was immer, ich wollte nicht alle wiederholen. Aber in Galater 2, Vers 4 und 5, das ist die Versen, was wir jedes Mal gebraucht haben, das sagt, aber die falschen Brüder, die sich geheim geschlägt haben, unsere Freiheit in Christus Jesus auszusponieren, und die uns wahre am Gesetz versklaven wollen, für die haben wir ab kein Weg neu gegeben, dass die Wahrheit im Evangelium für uns stehen bleiben wird. Und so das ist die Ursache, wohin wir von das reden, wohin wir für das fährten, wenn die Wahrheit von Evangelium soll für uns stehen bleiben. Gut nicht in Wald nehmen, einen Baumdol haken, von wem die in Gott merken. Stellt ihr nicht selbst ab als ein Gott. Jesus allein ist unser Erlöser. Er allein hat uns frei gemacht. Na, in Galater 4, Vers 1. Da sagt er, dann blieb nu in der Freiheit, wo Christus uns verhalten hat, und lot nicht weiter in Sklavenjoch ableihen. Na, für Sonntag, wenn ihr hier wären, dann habt die Botschaft gehört, wenn nicht, habt ihr Luther horchen. Aber wir reden von Abraham und seine zwei Frühs. Und wo Paulus dort braucht, dann sagt er, Hagar und Ismael, dort ist ein Bild von Sklaverei, dort ist ein Bild von unserem Gesetz, dort ist ein Bild von Sinai, und dort ist verbunden mit das irdische Jerusalem, dort ist das gesetzliche System. Aber Sarah und Isaac, dort ist ein Bild von unserer freien Mama. Und er sagt, wir sind Kinder von der freien Mama. Und so wie früher uns Ferien sind, wer ist deine Mama? Es ist das Gesetz, als Christus, die Freiheit, die wir in Christus haben. Und so Paulus sagt, bleibt in der Freiheit. Na, die Frau ist vielleicht, von was hat Jesus uns frei gemacht? Und wir können eine lange Liste abnehmen. Und Pastor Johnny wird so eine Botschaften predigen und dort Thema, und so ich würde nicht sagen, dass ich nachgehen. Aber ich will Ihnen sagen, das ganz wichtigste Ding, von was Jesus dir frei macht. Da bist du selbst. Da bist du selbst. Jesus hat dich von dir selbst frei gemacht. Dass du nicht mehr brauchst, für Segen
mit deinen Worten, mit deiner Kraft und mit deiner Gerechtigkeit noch mal somehow mit Gott Freund werden. Stell dir mal vor, und please halt die ab hier am Weg. Das passiert nicht fertig, nicht? Aber wie sein das bei uns? Da muss der Prediger früher und so, aber anyway, die Priester holen Menschen ab. So wollen wir sagen, der hält die ab. Und der Priester nimmt die mit, nur der Staat, ferne Rechter. Und dann sagt der Richter zu dir, du hast die den Tod verschuldet. Du sollst sterben, für was du getan hast. Und so war die ein Ding tun. Wir wollen rausgehen nach dem Hof, dann sollst du den großen Trag abheben und dann den Raum drehen. Wenn die dort kostet, dann wollen wir die gehen lassen. Wenn er nicht kostet, dann wollen wir die dort nehmen. Ich weiß, das ist ein interessantes Beispiel, aber weißt du, dort kriegt, was man das gesagt schafft? Der Richter sagte die, du musst 100% von deiner Zeit und 100% von deinem Leben, von der Geburt bis zum Tod, da kann ich ein Fehler machen. Wenn du dort kommst, dann darf ich dir gesagt raten. Aber wenn du dort nicht kommst, was wirst du tun? Und so du kannst gleich den Trag abheben. Und so du versagst, hey, mal versagt, den Trag abzuheben. Vielleicht, wenn das auch nicht mit der Ewigkeit zu tun hat, wir würden das vielleicht kennen, aber ich glaube nicht. Und so da wird allmählich sein für mich, mein Fortig abheben und rumdrehen. Und okay, sagt der Richter, die kostet nichts, so dann wollen wir die nehmen, in eine Stufe nehmen, und dann wollen wir die dort mehr. Und das hat Paulus uns gelehrt, dass gesagt hat einen Fluch. Weißt du, was der Fluch ist? Du kannst das Fortig gleich abheben und rumdrehen. Das ist der Fluch im Gesetz. Und so, wenn wir durch den Gesetz wollen selig werden, dann weißt du, das hat mit dir zu tun, mit deiner Kraft, was du kannst tun. Und so, wenn wir uns denken, dass wir selber da bin recht und wir sind da bin, und ich kommt Jesus dann sagt er, ich werde tun. Und so, dann sagt der Richter zu dir, Jesus geht rüt, er hebt ihn ab, er dreht den Raum. Dann sagt der Richter, wenn du dort läufst, dass Jesus dort hat getan, dann will ich die gehen lassen. Das hört sich so einfach, der nicht? Bloß dort leben, dass Jesus dort vorangedreht, und doch, wir kämpfen uns ein Leben Raum, dass wir dort nicht leben. Und wir nehmen das gleich an, dann gehen wir wieder Salz holen. Und so weiter. Und so dort, wo Jesus uns hat von frei gemacht. Das größte Ding, wo Jesus die hat von frei gemacht, bist du selbst. Deine Kraft. Weißt du, bist ein Sünder. Du hast kein Weg, nun gerechter Gott zu kommen. Und so du musst 100% vollkommen sein, bei Gott angenommen sein. Wo wirst du das ever tun, wenn du bist gleich so steht? Und so du kannst den Trag never abheben. Und dann kommt Jesus und er hat ihn abgehoben. Und so nun sagt Jesus, weißt du Gott, der ich glauben an mich, wo ich die meine Vollkommenheit geben. Lass das ansenken in die. Ich will nächstes Sonntag reden von uns Leben im Geist, aber ich will die nächste Sonntag ein Bild wiesen, von wer wir sind in Christus, weil das geht um unsere Stellung und so weiter. Und so, ich wollte nun nicht darüber gehen. Aber er sagt, dann blieb nicht in der Freiheit. Dann versegne nicht wahr, ich kann einen Baum holen, und den aufschneiden, in den Haus schlafen, in Handvollen fertig Stück Baumen sein, nur rat mich. Das wird du das, wenn du die selbst abstahlst aus deiner Erlöser. Dann verlässt du dich auf deine Kraft, und du verlässt dich auf deine Gerechtigkeit, und du verlässt dich auf dein Gott sein, und dass du noch mal irgendwo bei Gott was angenommen sein. Und weißt du Gott, keiner von ihnen wurde mehr, nicht mal die Young People waren mehr. Na, die sind da noch ein Fan, ich weiß das. Besonders wenn ich herum sie. Aber weißt du, die waren danach nicht mehr. Und so Paulus sagt, blieb in der Freiheit, wo der Christus ihn verhalten hat. Galater 3, Vers 10. Da sagt Paulus zu steht, wer sich ab Worten in den Gesetz verlässt, als unseren Fluch. Na, wenn du sagst, wer sich ab Worten verlässt, ab Wort von den Worten, das sind deine Worten. Das, wo ich sage, Jesus hat dich von die Salz losgemacht. Er hat dich von deinen Worten, von deiner Kraft, von die Salz versegen, seilig zu machen. Du hast Jesus dich von dir rat. Und so wer sich ab Worten verlässt, dort meint so viel, wer sich ab sich selbst verlässt, das ist unseren Fluch. Because we cannot nicht tun. In Apostelgeschichte 15, Vers 10, da handelt es sich um das ganze Thema. Apostelgeschichte 15, dort ist, wo die Juden nur die galatische Kirchen kamen und sehen, welche jemand nach der Beschneidung kann das Kirche nicht selig werden. So dann haben sie ihre Konferenz in Jerusalem, wo sie mal entscheiden, was da mit den Heiden, und dann steht Petrus ab. Und dann sagt er das,
Waarom probeert je God door er te verzekeren dat je de jengen, also hij redt van jane jengen dort en de herden, dat je de jengen en joch op dat je nek laaien, wat niet wie nog onze voeders ha kunt trouwen. En weet je, wanneer we dat erkennen, dat verzekeren uit onszelf, onze woorden, onze kleding, wat we doen, waar het ons zit, uitleggen ze weer, dat brokken ter lezing. Dat is krak zo, als wanneer die een boomjes afhalen, en du stellst ze den op in die living room, en dan jedes Morgens fällst du und sagst, oh, Baum, halt me. En weet je, wie würden sagen, zo'n mens, die like, den fehlt, ich weiß nicht, was den für Medication fehlt, aber das ist nicht ganz du am Kopf. So würde wir denken darüber. Und wie sind euch? Wie sind euch immer euch ganz du am Kopf, nicht? Und so, immer war er versiegt wir dort, dass wir wollen selbst das tun. Und wie kennen euch? Dort schafft mit Problemen krank so. Und weet je, Gott hat uns nicht bloß geraten und dann doch gelassen. Er hat uns auch den Geist gegeben, um beim Leben, du werden nächstes noch von reden. Und so, wir brauchen euch in uns selbst und unsere Kraft versägen, mit unseren Problemen zu schaffen. Und so, Jesus hat uns frei gemacht. Vers 2. Ich, Paulus, sage jünt, wenn je jünt beschneiden lassen, dann halt jünt Christus nicht. Na, weet je, Gesetzlichkeit meint nicht eine Gesetzlosigkeit. Ich glaube, wir haben einmal eine rechte Idee über Gesetzlichkeit. Wir wollen Gesetzlichkeit, englisches Wort ist Legalism. Und so, wie Gesetzlichkeit meint nicht, dass wir ohne Gesetz sind. Gesetzlichkeit meint, dass du brauchst das Gesetz, aber auch recht steht. Oder du hast das auch recht anwenden. Du hast das Gesetz abgestellt aus deiner Erlöser. Das ist das Problem hier. Weet je, Schwester, du hast nichts mit Arech, wenn je den Schmack antrekken, oder wenn je terugholen wollen sein, oder so eine Dinge steht. Das ist nicht der Punkt. Und ich wünsche, ihr könnt es verstehen. Der Punkt ist, wenn du die Dinge brauchst als Port von deiner Erlösung. Das ist, wo der Trouble nennt. Und so diese Juden kommen nach den Herden und sagen, hey, jemand nach der Beschneidung kann, als je nicht seilig werden. Das sagst du. Das ist, was das Problem ist. Das ist, was der Trouble da wäre. Und so, sie wollen das abstellen als Port von der Erlösung. Und das ist, wo ihm Paulus sagt, wenn du die beschneiden lässt, dann halt die Christus nicht. Na, das ist ein bisschen harter Farge. Das ist eine harte Wohl. Und ich und du müssen wählen. Ist Jesus unser Erlöser, oder dort steckt Baum, was du die hast aufgeschnitten? Wer wird die raten? Wer wird dir eine Gerechtigkeit geben? Ich habe Ihnen immer wieder gesagt, dass wenn wir erst in das Leben durch sind, und das hält sich korrekt, wo gut oder wo schlecht das Leben gewesen ist, wo fan oder wo nicht fan, der Tag kommt, wo du vor Gott stehst, dann musst du eine Gerechtigkeit haben, was dort wird ehrlich sein. Nicht so, was hier ist, nicht so, was in die Kirche gilt, nicht so, was für mich gilt, als Prediger oder für einen anderen Ältesten, aber so, was für Gott ehrlich ist. So, was die Baum, die das geben? Oder wo was het doen dat de boom die dat wat geven? Nou, ik weet dat je niet bij me hebt, maar ik geloof je kan me verstaan wat ik mijn met dem boom. De boom was du zelfs. Wo was du die dat geven? Wir weten alle, dass wir haben Probleme, even in uns Gedanken. Unsere Gedanken sind euch immer rein. Wir sind euch vollkommen. Wo was es tun? Und so die Gerechtigkeit muss dort ehrlich sein. Und so da wenn sagt, hey, hij zegt dat is Kirchen, wenn je beschneiden lassen, als een Port von jener Erlösung. Dat moeten we hier bieden, wenn das wo das geht. Und so ein anderer wieder, wenn je das Gesetz annehmen als Port von jener Erlösung, dann hat Christus nicht mehr zu sein. Du kannst die wählen, Jesus allein oder den Baum. Nicht beides. Gott merkt sehr klar, dass wir sind entweder durch Jesus geraten oder durch uns selbst. Und so, Paulus sagt, wenn je das Wort abstellen aus Jesus, dann halt ihn Christus nicht. Und ihr denkt mal an, wir sagen immer, oh, Jesus starb für uns, er ist für uns begraben, er ist für uns abgestoßen. Wenn du das selbst weißt, dann kannst du dort Pott ausstrecken. Dann ist Jesus nicht für dich gestorben. Dann ist er nicht für dich begraben und abgestoßen. Und so werden wir das klar halten, dass Jesus halt uns modern wird, wenn wir arm annehmen als unser Erlöser. Die Bibel redet von, und ich rede auf Jesus noch ein klein bisschen von, die Bilder, was ich nicht weiß, aber die Bibel redet von, wir sollen das Kreuz ab uns nehmen, Jesus nur folgen. Weißt du, was das meint?
Dat meint, du stirbst zu dir selbst und du gehst Jesus heran. Zu dir selbst sterben meint, dass du gehst dir selbst ab als dein Erlöser. Du gehst dir selbst ab als die wird dir reich merken. Und so wir haben immer das Idee, ein Krieg, okay, das meint meine Krankheit, das meint, dass ich ein cooler Kopf habe, was immer. Das meint all diese Dinge, was uns tröbeln im Leben. No, weißt du, was ein Krieg ist? Ein Krieg ist so ein Ding, wo sie die nachnehmen, dann stirbst du. Und so Jesus sagt, du musst sterben und lass mich leben. Das ist, wo ihm Paulus sagt, ich lebe nicht mehr in mir selbst, ich bin mit Christus tot gekreuzigt, und das Leben, was ich nu lebe, das lebe ich in Jesus Christus. Das ist, was er sagt. Und so das ist, wo er von redet. Jesus allein ist unser Erlöser. So Paulus sagt, wenn du die Waschloten beschneiden, aus in Port von deiner Erlösung, dann hast du von Jesus losgesagt. Na, weißt du, wenn wir das in Haus bringen, ich weiß, die meisten von uns, wir kommen von einem mennonitischen Hintergrund und wir haben allerhand Dinge gehabt in uns Leben, was wir uns abstalten, aus dem musst du haben, zum ein Christ sein. Ihr Schwester, wenn wir mal ganz auf Deutsch reden, wenn wir dort tun, dann habe ich Jesus zu sie gesagt. Wer ist dein Erlöser? Bist du dort selbst? Ist deine Kleidie dort? Ist dein Dirk dort? Ist dein Pirzburger dort? Oder deine Peckenräder? Oder wer ist dort? Deine Kirche? Dein religiöses System? Wer ist der Erlöser? Das ist eine wichtige Frage für uns. Und Paulus sagt zu der galatischen Kirche, wenn Beschneidung eine Erlösung ist, dann habe ich nicht dort angetuscht für Jesus. Wegen beides habe ich nicht. Und so das ist ein sehr wichtiger Punkt. Er sagt wieder in Vers 3. Ich sage noch einmal zu einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er dann schuldig ist, das ganze Gesetz zu holen. Na, hier haben wir euer von geredet, dass wir können, wenn wir wollen, der Gesetz selig werden. Das hört sich so, da würden wir sein. Das hört sich so, dass du wirst können, der Gesetz selig werden, bloß dann musst du dort ganz holen, 100% von der Zeit, 100% von dem Gesetz, nicht ein Fehler merken. Wenn du einen Fehler merkst, bist du alle schuldig. Und so können wir dort. In der Bibel ist klar, wir können nicht. Und so das ist nicht möglich, durch uns selbst. Na, wir müssen dort erstens mal klar holen, dass ohne Christus überhaupt tot. Wir sind in Sinn tot. Wir sind nicht schlechte Menschen, was viel besser zu merken. Wir sind tote Menschen, was viel lebendig zu merken. Und das haben wir nicht selbst. Und so heißt ich sage noch einmal, dass in jeder, der sich beschneiden lässt, dort dort schuldig ist, das ganze Gesetz zu folgen. Und so wir können doch euch. Wir können doch euch ganz holen. Oder wir können mal einen Tag vielleicht feine Menschen sein. Aber weißt du nicht, dass du recht gedacht hast? Weißt du nicht, dass du nicht hast, bei einmal das rechte Motiv gehabt? Weißt du nicht, dass du nicht doch bei einmal hast, vielleicht ja ein bisschen schlecht bedacht oder so eine Dinge? Das ist die Sache, dass das 100% gewusst den Tag. Und keiner von uns kann sein, ich sehe mir sicher. Keiner. Der Baum, was wir uns abgestellt haben, der wird ihn nicht raten. Das sind weder der Baum oder Jesus. Und dann sagt er in Vers 4, wenn ihr durch das Gesetz wollen gerecht worden, nun höre ich, was er sagt, dann habt ihr ihn von Christus losgemerkt und sind von der Gnade aufgefallen. Wow. Wir gleichen zu singen hier, like Amazing Grace, like wundervolle Gnade. Das sind die Sorte Leute, was uns jetzt schon singen, nicht? Von Gott seine Gnade. Weißt du was? Gott seine Gnade halt die nicht, wenn die du am Baum hast abgestellt. Lass das ansehen, Jünd. Er sagt, wenn wir durch das Gesetz, in das Fall wieder die Beschneidung, was ist denn uns voll? Was haben wir uns abgestellt? Like sind das unsere Regeln? Oder dass wir Mennoniten sind? Oder dass wir das sind? Oder dass wir dort haben? Oder dass das uns so sieht? Oder dass ich das Süd habe? Oder was ist es? Was haben wir uns abgestellt? Und so sagt, wenn die durch das Gesetz wollen gerecht werden, weißt du, das geht um Gerechtigkeit. Wo wirst du für Gott stehen? Das ist die Frau. Und wenn du wirst durch das Gesetz, na hier ging es um das alttestamentliche Gesetz, und wir haben für unsere eine Regeln wieder. Mir ist das immer interessant, ich habe auch von geredet, aber wie gleichen gewisse Dinge von dem Alten Testament mitzuschlafen. Und weißt du, das schafft euch. Entweder du schlafst es alle mit, oder nicht. Und da fehlt mir eine ganze Reihe von Botschaften zu predigen, von
Unterschied zwischen Gesetz und Gnade. Ich meine, das handelt sich um was von dort, aber ich fühle einmal so, das fehlt noch mal ein bisschen tiefer zu gehen. Aber wenn wir wollen, der Gesetz gerecht worden, dann habt ihr ihn von Christus losgemerkt. Und so die Frau ist, wer ist unser Leiser von dir? Und dort habt du mit zu tun, an wem bleibst du? Weet je, die Bibel ist sehr klar, und das eine Ding, was du musst tun, zum gerat worden, und das ist Glauben. Glauben an Jesus Christus. Aber wenn ich mich selbst abstahl aus meiner Erlöser, dann glaube ich an mich selbst. So, an wem glaubst du für Erlösung? An die selbst? An deine feine Worte? An dein religiöses System? Oder deine Kirche? Oder dein Prediger? Welche Lied, ich will es nicht raten. Man hat sich korrekt lecker, sie mir die Botschaften leichten oder nicht. Das hält ihn absolut nicht zum selig worden. Wer ich sie? Und zu Jesus Christus allein ist unser Erlöser. Hij allein starb, hij allein wird begruft, hij allein stand ab. Und so Paulus sagt, es sehr, sehr klar, dass wir uns von Christus losgesagt. Na, weet je, so ein Vers ist das, der jaf sehr heute Timers fertig. Und das sind wir tun, was wir glauben, fertig von Erlösung, gleich kann ich, wenn ich einmal gerat sie, meine Seligkeit verlieren, oder kann ich nicht. Und so, dann wohnt sie tun, die Satz von dort Timer, dann wirst du unseren Vers nicht anziehen. Und so, wir haben verschiedene Utleihungen von des Vers. In meist alle Utleihungen sagen, dass das redet hier nicht wirklich von Christen, das redet von so, was du wählen, oder was du vielleicht wählen, versuchen sich zu raten, durch das wird aus Jesus. Oder das redet von so, was du bloß mit Namen Christ sind, aber sie sind nicht wirklich wahre geboren. Aber die meisten Menschen würden sagen, das redet hier nicht von Christen, dass sie keine ihre Seligkeit losworden. Und mir sind dann, was du glaubst von das, ich meine, ich glaube, das ist ein wichtiger Thema, ich will Ihnen sagen, was ich glaube. Als ein wahrer geborenes Kind Gottes kannst du nicht deine Seligkeit verlieren. Aber die kannst du oft sein. Weet je, viele Menschen gehen rum und haben Angst, habe ich vielleicht irgendwo was getan, habe ich irgendwo einen Sinn getan, nicht bekannt, und dann war ich dort utfängig, sie doch euch rat. So und jeftig euch. Wenn du ein wahrer geborenes Kind Gottes hast, du kannst euch deine Seligkeit verlieren. Was ich meine mit verlieren ist, dass du nicht was anwollen, dass du hast dich verloren, so wieder. Aber ich glaube von der noch, vielleicht wird Gott mir einmal anders wiesen, aber von der glaube ich noch, dass Erlösung hat mit Glauben zu tun, und ich kann den Glauben auf sein. Und so, wenn ich mich das wird abstahl, und so das wird ich glaube, wenn ich mich das wird abstahl, als ein Kind Gottes, ich sehe Rat, und weet je, wo ich nicht agree mit, dass dort redet von Menschen, die nicht beschit werden, als wenn der ganze ewige Brief handelt sich von Menschen, die wahre geboren sind. Und die nicht wollen Tränen und Gesetz gehen. Wieso wurde es hier bei einmal nicht? So, wir müssen den ganzen Anfang nehmen. Paulus sagt in ein anderer Vers, in Kapitel 3, sagt er, je haben im Geist angefangen, Kapitel 3, Vers 3, er sagt es dort, sind die so verdreht, im Geist habt ihr angefangen, und reden die nu im Fleisch vorig zu merken. Er redet zu Christen. Er redet zu so, was den Heiligen Geist hat. Er redet zu so, was im Geist hat angefangen. Die sind wahre geboren. Aber nun ist wir gekommen und haben gesagt, hey, dort ist fein, dass du wahre geboren hast. Du musst noch einen Baum holen und an den abstellen. Du musst die nach Salz abstellen. Du musst noch das Gesetz abstellen. Du musst noch das tun. Du musst noch dort tun. Ich wundere einmal, wie viele Menschen, manch uns, haben im Geist angefangen. Wir sind wirklich wahre geboren. Wir sind zum Glauben gekommen. Wir haben Jesus angenommen. Und dann ist jemand gekommen, die Schwester, Eltern, Prediger, wie immer das ist, der ist gekommen und hat eine Freiheit in Christus wahrgenommen. Und er hat gesagt, du musst noch das haben, du musst noch dort tun. Ja, aber du musst noch das tun, du musst noch dort aufleihen und so weiter. Na, die Bibel redet von so Dingen, was wir uns sollen uttragen und untragen. Und so das ist ein Thema, was wichtig ist. Wo lebe ich? Aber viele Menschen haben ihre Freude in Jesus verloren, because es geht nu all diese Dinge zu holen. Und so Paulus bringt hier sehr strenge wieder, und er sagt, wenn du durch das Gesetz was gerecht worden, dann hast du dich von Christus losgesagt. Dann bist du von der Gnade gefallen.
Ik deed een beetje noodchecken in de Bijbel, dat woord free op Engels. En hoeveel mal dat im Nieuwe Testament gebruikt wordt, dat we over 100 mal. En immer war sagt het van dat vrije geschenk. Durch Adam zum Beispiel, Paulus sagt in Römerbrief, durch Adam sind wir in Sinn gefallen, aber durch Christus haben wir das frie Geschenk. Und so das frie Geschenk. Immer war Rede davon. Und so wir sind durch Christus frei geworden. Er sagt wieder in Vers 5. Unsere Hoffnung ist dort, dass wir durch den Heiligen Geist und durch Glauben für Gott gerecht wurden. Na weet je, das war so ein Vers, dass wenn wir bloß das Vers lesen, dann würden wir sagen, okay, wir sind noch nicht erreicht, das soll noch mal passieren. Und weißt du, das ist eine halbe Wahrheit. Und so ist es wichtig, dass wir die Bibel im Umfang nehmen, dass wir gerade das Bild haben, das ist bloß einmal ein Vers. Und weißt du, unsere Bibel wird nicht geschrieben in Kapiteln und Versen. Dort haben Menschen das nennen getan, zum Ding fing. Und dort halt dann so, zum Ding fing. Aber wenn du mal wirst, warum sagen 5 von uns würden Brief schreiben um mich? Wenn alle einen Brief schreiben, dann würde ich ein kleines bisschen von diesem Brief nehmen, in eine Land von hier, in eine halbe Land von hier, und 3 Wörter von Jan Brief, dann würde ich sagen, das ist, was die Menschen glauben. Das ist, was wir fertig mit der Bibel tun. Und so das Vers sagt, dass unsere Hoffnung ist, dass wir durch den Heiligen Geist und durch Glauben für Gott gerecht wurden. Und so dort ist so geschrieben, dass wir sind noch nicht erreicht, aber dass unsere Hoffnung noch mal irgendwie erreicht wurden. Und so, wie man das verstehen, was er sagt. In unserer Stellung, und das ist ein was ich all habe versucht zu lernen, und ich wünsche, ihr habt das gefunden. In unserer Stellung sind wir gerecht für Gott. Wenn wir sind in Christus. Aber in uns Leben sind wir nicht. Na, passt auf, was ich mit dem tun, was ich nicht sage. Aber uns Wandel und unsere Stellung sind 2 Dinge. In unserer Stellung sind wir gerecht für Gott, wenn er von seiner Gerechtigkeit gegeben. Aber in uns Wandel sind wir noch Gott. Mein Körper ist noch nicht gerecht. Und sogar meine Gedanken, meine Säule, meine Gedanken, mein Will, meine Gefühle, die sind vielmal arg. Die sind noch nicht gerecht. Aber der Tag kommt, wo Gott mein Körper wird raten und er wird alles von mir raten. In meiner Stellung sehe ich gerecht. Aber nicht in meinem Körper ist nicht gerecht und so weiter und so. Das, wo ich von rede, unsere Hoffnung ist, dass das wird noch mal einen Tag ändern. Ich habe mal das Beispiel gebraucht von befriedet Leben. Gestern, da ich nicht Chance und ich den Polit abtrühen. Und so du in dem Moment, wo wir die Chance haben, du waren dort ein Polit. Das ist ihre Stellung nu. Ihre Eltern checken in ons Lied, dat Gesetz checkt in ons Lied, ich glaube Gott checkt in ons Lied, und ich check in ons Lied, die fuhren taub bei, keine hat Frau und Eva, wenn das ein Lied. Das ist ihre Stellung. Aber die von uns, die uns stützig befreit sind, die wissen, dass das Leben wird nicht vollkommen sein hier. Sie müssen nur anfangen zu lernen, als Lied zu leben. Meine Frau und ich sind ein paar 30 Jahre befreit. Wir sind länger befreit, als dass wir nicht sind befreit gewesen. Und wir sind noch nicht vollkommen. Nu zijn we mehr, aber nicht ganz. Und so, weet je, in unserer Stellung, wir sind Lied. Wir sind vollkommene Lied. In uns Leben sind wir nicht. Wir merken manchmal Fehler. Einmal haben wir uns nicht verstanden. Und dann einmal dann gibt es noch ein bisschen Probleme und so weiter. Und so, das ist ein Bild für mich von was es in geistlichen Leben schafft. In deiner Stellung bist du vollkommen für Gott. Du bist zu jedem Moment bereit, Gott zu begegnen, wenn du in Christus bist. Jesus hat dir alle Sinn vergeben. Du bist immer ganz rein gewaschen für Gott. Aber dein Leben ist nicht vollkommen. Wenn wir den Unterschied nicht verstehen, dann werden wir immer Trouble haben in uns christlichen Leben. Und so, wenn du nur die Salz checkst, nur deine Vollkommenheit, wenn du nur den Baum checkst, hast du auch Geschmack gemerkt, hast du auch vollkommen, dann wirst du immer Trouble haben. In Epheser 1, Vers 13. Er sagt es dort, und so wie dort auch mit Jünd, da jede Wahrheit gehört haben, wodurch sie geraten worden. Und an Abend glaubten, dann teken Gott mit dem Heiligen Geist. Und so das Glauben in den Heiligen Geist, was Gott uns gibt, was uns wird sozusagen anschließen oder vorschließen zu den Tag, wenn Gott uns wird raten. Und weißt du, als ein Kind Gottes, du hast den Heiligen Geist gekriegt. Ich will dir nächste Woche ein Bild wiesen. Ich wünsche dir kein Dreh in ein bisschen erklären, wo das schafft, dass wir den Heiligen Geist und wir sind aber nicht vollkommene Menschen. Wo passt das auf? Und so da werden wir nächste Woche ein bisschen von reden. Aber weißt du, wir haben den Heiligen Geist gekriegt. Gott hat uns geraten. Wir sind durch den Glauben geraten. Nicht im Glauben an den Heiligen Geist, aber im Glauben an Jesus. Und durch den Glauben gibt Gott dir den Heiligen Geist.
Er hat die verschloten. Und das, was Epheser 1,13 sagt, dass wir sind verschloten. Die plottische Bibel braucht hier nicht das Wort verschloten, dort braucht das Wort getekent. Wir sind getekent, gestempelt. Die englische Bibel sagt, we're sealed. Sealed meint das, wenn die Gürtel ankerken und die dann nicht lesen zu merken, dann suchen die tot, die sind gesealed. Das, was du bist im Heiligen Geist. Wenn du wahre geboren bist, wenn du an Jesus glaubst. In Galater 4,29 sagt er, so war wir, die wir durch den Heiligen Geist geboren sind. Und so wir sind durch den Heiligen Geist geboren. Und so wenn wir das Fall sein, er sagt, unsere Hoffnung ist, dass wir durch den Heiligen Geist und durch Glauben für Gott gerecht wurden, dann redet er von, dass die Glauben an Jesus Christus in der Verschlutung von Heiligen Geist, die wird sicher merken, dass du dort wirst angenommen sein. Wenn du hast den Heiligen, du bist verschlossen in Gott, in Christus. Vers 6. Er sagt, bei Christus Jesus teilt das nicht in Bet, ob wir beschnitten sind oder nicht. Er verlangt Glauben, der durch Leben schafft. Na, weißt du, wenn wir das Vers lesen, ich sehe, wenn du die wirst beschnitten lassen, dann hast Jesus verloren. Nun sagt er, das baut nicht, wenn er das. Und so, wann ist Paulus reich? Ist er dort reich oder hier? Oder von was redet er? Der Unterschied ist, dass wenn du die beschnitten lässt, seilig zu werden, dann hast Jesus verloren. Wenn du die beschnitten lässt, wenn du weißt, oder das ist ein Gesundheitsdenker, oder was immer das ist, dann das baut nicht. Und weißt du, das ist mit vielen Dingen. Sehr viele Dinge. Wenn du weißt, eine gewisse Sorte Kleidie anhaben, wenn das, was die möglich ist, und das, was du gewarnt bist, und so leist du das, dann du hast nichts mit euch, nicht uns, nichts. Aber wenn dort ist die Erlösung, wird dann alles euch mit dort. Kann ich verstehen, was ich versucht zu sagen? Das ist, was Paulus hier sagt. Er sagt, wenn ihr ihn beschnitten lassen, sagt er erst, hat Jesus verloren, das habt ihr damit selig worden. Nun sagt er aber, wenn er was, dann da, bohrt nicht. In Christus ist das nicht so nahe, als du das hast oder dort. Was du wichtig hast, als Glauben, der durch Leben schafft. Lass mich den Vers noch einmal lesen. Er sagt, bei Christus Jesus teilt das nicht in Bet, ob wir beschnitten sind oder nicht. Er verlangt Glauben, der durch Leben schafft. Ich habe manchmal ein Bild gemalt mit einem kleinen Kranz. Und in den kleinen Kranz, dort ist der Mittelpunkt von uns Glauben. Und so dort, wo Jesus Christus ist. Heißt der, was für die gestorben ist, heißt begraben, heißt abgestanden, heißt steht bin vor der Seite, bin vor einer rechten Hand, heißt wird zurückkommen. Jesus Christus. Und dann haben wir einen geraden Kranz, dort ist die Frucht von den Heiligen Geist. Und andere wieder, das mittelste Punkt ist uns Glauben, der zweite ist uns Leben. Leben, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, gut gesonnen sein, Selbstbeherrschung, all diese Dinge, was der Heilige Geist uns hilft. Dann haben wir noch einen geraden Kranz, das ist der Reif. Weet je, wir haben den Nuvel, das Rem und der Reif. Und der Reif, der sage ich, das ist Gräb. Na, was meine ich damit? Da meine ich mit, dass in dieser Reif, da haben wir alle Dinge bei. Da haben wir uns Schocken bei, unsere Musik, da haben wir unsere Kleidie, da haben wir was immer alles. 1000 andere Dinge. Was der Feind leicht zu tun. Das ist, dass wir wollen ein von diesen Dingen in der Reif. Wenn wir bloß mal sagen, wir wollen Musik nehmen, dann wollen wir das mit Leben umtischen. Nun haben wir Musik raufgebracht, nur die Frucht von Gästen zu sein, und Leben ist Gräb geworden. Weißt du, was der Feind noch alles leicht zu tun? Wenn wir wollen Musik in den Mäden an, und Jesus im Gräben an. Das war der Nacht alles leicht. Und weißt du, bei Hunderten von unseren Menschen ist Krieg dort passiert. Wir haben diese ütelige Dinge, was immer das ist, was, und das sind verschiedene Dinge, vielleicht nur von wo die kommst. Aber wir haben diese ütelige Dinge genommen und haben in den Mäden getan, und Jesus kann wir verhält nicht. Hast du mal gehört, dass eine Kirche sich fährt über Jesus? Weißt du, von was sich fährt? Über was von der Klärschause anhaben. Oder was von Rog sie haben. Oder aus dieses Cowboy-Boots haben oder nicht. Oder Wratsches oder nicht. Und so, wir fährten uns über die Dinge. Wo sind deine Haare? Oder was von der Kleerdürk brauchst du? Oder was von der Kleerwanne hast du an? Oder brauchst du Schlaubecksen oder nicht? Kann ich verstehen, was ich versucht zu sagen? Dort sind die Dinge, die uns gespielt haben als Christen. Sie haben ein Studium getan und sie sagen, was Christen spielen, oder was Kirchen spielen, ist
ungefähr niemals das mittelste Rot. Das ist ungefähr niemals ans Glauben an Jesus Christus. Das hat immer zu tun mit jenen Dingen dort. Und so, dort wissen wir, wo wir sind. Paulus sagt, die wären uns so fern am Weg. Wer hat ihnen abgeholt, dass sie nicht mehr an die Wahrheit horchen? Und er sagt, die hat ihnen nicht zu bereit, die ihnen berufen haben. Also Gott hat ihnen nicht für das bereit. Und weet je, wie wollen uns diese Frau von dir stellen? Wir haben in Jesus angefangen. Du bist wahre geboren. Du hast einen Moment gehabt in deinem Leben, wo du Jesus annimmst als dein Erlöser. Wo ist das geblieben? Als jemand gekommen und hat dir gesagt, no, aber du musst nach das Baum holen in den Wald? Und ich glaube, viele von uns würden sagen, ja, das ist was passiert ist. Wer wird zurückkommen nach Jesus allein? Jesus allein. Und wenn du irgendwas abgestellt hast für deine Erlösung, dann dauert das von dir verbrennen. Na, so ist es auch sei, wenn die wollen einen gewissen Weg von Büten merken, Luten, like antrekken und so weiter, du hast nichts mit Orech. Nichts. Aber wenn dort Port wird von deiner Erlösung, dann sagt Paulus so klar es er kann, dann habe ich Jesus verloren. Wer wird das annehmen? Und zu Jesus allein ist unser Erlöser. Amen? Er allein ist abgestellt. Wer wir nicht ans Baum gehen holen, was immer der Baum ist, und wer wir uns nicht selbst wird abstellen in uns selbst, Jesus hat die Freiheit gemacht von dir selbst. Und so werden wir arm ans Leben geben, arm annehmen als unser Erlöser, heute hat uns den Heiligen Geist, da werden wir nächstes Jahr noch von reden. Du brauchst nicht allein das Leben leben. Gott hat die wem gegeben, was die wird leiden. Und weet je, dort wird gesagt, wie im Alten Testament, dass der Heilige Geist für uns von dir. Der Heilige Geist will uns Zuchtmeister sein, der will uns Lehrer sein, der will uns leiden, wie man das lernt, den zu folgen. Aber uns Glauben an Jesus Christus gibt uns Gerechtigkeit.